Liebe Seherinnen und Seher von Tirol TV, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heurigen Weihnachtssendung aus dem Stoffelhäusl im Tiroler Unterland. Ja, und einbegleitet musikalisch haben uns schon die Waisenbläser der Bundesmusikkapelle Reit im Alpbachtal. Es gibt natürlich sehr viele Persönlichkeiten, die in der Weihnachtszeit besonders viel zu tun haben. Und deswegen habe ich mich mit zwei von ihnen im Riesenheimon in Innsbruck in der Bischof-Stecher-Stube getroffen. Es ist kein geringerer als Bischof Hermann Glättler und Landeshauptmann Günther Platter. Bischof Hermann, ich denke mal, am Heiligen Abend hast du also nicht die starke Zeit, da ist sicher unterm Tag auch einiges zu tun, oder? Ja, aber es hält sich in Grenzen, es passt gut. Vorbereiten von Weihnachtsgottesdiensten und am Nachmittag mache ich ein paar Besuche. Da ist ganz traditionellerweise Besuch im Hospiz. Das ist ein Gottesdienst, der sehr berührend ist. Auf den freue ich mich schon sehr, weil dort in dem Haus wird Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebens in einem ganz intensiv bewusst. Anschließend meistens dann ein Besuch in Obdachloseneinrichtungen. Das werden wir auch heute so machen. Und ja, das ist dann quasi das Offizielle. Ja. Und am Abend gibt es dann auch im Bischofshaus eine kleine Weihnachtsfeier. Und beim Landeshauptmann, glaube ich, ist es auch ein bisschen traurig unterm Tag, oder? Na, aber sehr angenehm. Licht ins Dunkel gehört natürlich immer dazu, wo man einige Botschaften nach außen bringt. Und ganz besonders nett war wiederum, dass wir musiziert haben. Das hat schon eine lange Tradition. Am Heiligen Abend um 12 Uhr zum Mittag waren wir in Schwarz im Altersheim. Und musiziert habe ich da mit dem Tobias Moretti, mit dem Franzi Hackel, Karl-Heinz Töchterle und Hermann Betz. Und die haben immer eine Modsfreude. Und wenn man ein bisschen spät kommt, nachher sagen sie, wo bist du denn gewesen? Ja, bist spät und so weiter. Aber dieses gemeinsame Musizieren, das hat eine Tradition. Da trinken wir ein Glas Wein und dann geht es nach Hause jetzt, wo ich mich wahnsinnig freue. Mette geben wir nicht selbstverständlich, aber dann mit den Enkelkindern. Ich habe 3 Enkelkinder, werden wir gemeinsam den Heiligen Abend feiern. Also ein wunderschöner Tag. Also da ist dann wirklich die Familie? Da ist dann so, dass man wirklich eine Ruhe hat. Ja gut, so eine Ruhe gibt es da nicht bei 3 Kindern. Also da ist eher schon ein bisschen Bewegung, aber es ist einfach wunderschön, wenn man mit Kindern Weihnacht feiern kann. Bischof Hermann, bei dir dann? Wie wird da gefeiert? Ja, am Abend eben im Haus, im Bischofshaus, einfache Feier auch, aber wir tun Räuchern im Haus, das haben wir übernommen, weil wir alle auch von ländlichem Raum kommen, wo das Tradition hat. Ja. Gebet im Haus durch jeden Raum geht mit dem Weihrauch. Und das ist auch ein schöner Gedanke von Weihnachten, dass der Duft der Weihnacht, der Klang der Weihnacht all unsere Räume eben auch erfassen soll. Gell? Dann gibt es Essen natürlich, Vorbereitung auf die Mette. Und die Mette feiere ich immer an irgendeinem Ort in Tirol. Stichwort Essen, was gibt es da bei euch? Ja, bestimmt was Gutes. Da war ich noch nie besorgt. Nichts Traditionelles, was immer wieder? Das glaube ich nicht. Nudelsuppe mit Würstel, wer bin Nein, das ist... Nudelsuppe mit Würstel, das ist wirklich irgendetwas, das haben wir daheim schon gehabt, die Mama. Und dann gibt es natürlich wieder Nudelsuppe mit Würstel. Und der Tatar wird es nachher auch noch geben, aber es ist eigentlich sehr traditionell. Und es ist eigentlich schon so Gewohnheiten, die man von der Kindheit mitnimmt, die liebt man auch, wenn man etwas älter geworden ist. Wenn wir gerade bei der Kindheit sind, so, was war denn so das schönste oder tollste Geschenk, was du als Kind gekriegt hast? Ich bin ja Musikant, also Gitarre kann ich mich natürlich erinnern, das war ganz etwas Besonderes. Ski, ja, ich habe nicht einmal gescheit stehen können, nicht, aber ich habe die Ski bekommen und zum Skifahren. Also, und nochmal hat es so eine Eisenbahn gegeben, da hat es gerattert und gerattert, aber nun natürlich eine ganz einfache. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Aber einmal habe ich mich blamiert. Da habe ich mich schneidig blamiert. Da war ich Ministrant bei der Mette und ich war der Kleinste. Und habe dann müssen einmal vorausgehen.
dann bin ich komplett in die falsche Richtung gegangen und der ganze Zug hinter mir her und der Dekan knapp dazu mal war dann in der Sakristei weniger freut, dass ich komplett in die falsche Richtung gegangen bin. Also das ist etwas, da schäme ich mich heute noch. Gut, jetzt kann man aber auch über solche Fehler auch mal lachen. Ja, weil man träumt immer vom superheiligen Abend und das erfüllt es dann nicht. Ja, gescheiter man weiß, doch ist ein normaler Abend auch mit viel Erwartung, Schönheit, aber das Wichtigste ist eine Begegnung, Mensch zu Mensch, und das Wichtigste ist auch ein Gebet zu probieren zumindest. Gell? Aber den Wirbel habe ich dazu mal erzeugt. Ja, klar, gut. Liturgie muss schön sein, aber ein bisschen Wirbel darf auch drin sein. Ne? Aber als Kind muss er natürlich schon perfekt sein. Was war jetzt bei dir das schönste Weihnachtsgeschenk oder das Tollste, was du erinnern kannst? Erinnern kann ich mich an Matador, das waren also diese Holzblöcke, mit denen habe ich wahnsinnig gern gespielt. Aber dann habe ich als Bub natürlich gleich das echte Werkzeug auch genommen. Also das war weniger Spielzeug dann. Eine Gitarre war auch einmal. Ja. Also, ja, das kann man. Ich bin nicht so professionell wie du. Ja, okay. Aber das schönste Weihnachtsgeschenk war eigentlich immer der Heilige Abend, wie wir da zusammensitzen. Und da war sehr eindrucksvoll für mich, wie sich der Opa hingekniet hat fürs Rosengangsgebet. Das war im Jahr sonst nicht, aber da das hingekniet, hat natürlich wahnsinnig lang gedauert für uns Kinder. Aber dieses Gebet, das ging dann wirklich rein und hat auch diese Erwartung gehoben. Jetzt, was passiert jetzt da zu Weihnacht? Das rundherum, also auch die Überraschung. Das schönste Weihnachtsgeschenk war immer das Besondere dieses Abends. Ja. Auch mit dem Räuchern gehen, auch in den Stall hinaus und so weiter. Das ist schon tief eingeschrieben geblieben bei mir. Ich darf dich noch bitten, zum Abschluss deine Wünsche für die Tirolerinnen und Tiroler für Weihnachten und fürs kommende Jahr. Ja, heben wir zusammen in dem schönen Land. Schauen wir, dass jene, denen es besser geht, den anderen hilft, die es ein bisschen schwieriger haben, dass der soziale Friede gewährleistet bleibt und dass wir es einfach fein haben in diesem wunderschönen Land. Und die Bischof Hermann würde bitten für deinen Segen für unsere ganzen Zuschauer. Vielleicht darf ich noch kurz auf den Anfang des Gesprächs zurückkommen. Bei einem dieser Gottesdienste am Heiligen Abend im Hospiz haben wir nachher, nach der Feier, eben eine Einzelsegnung auch der Personen. Und ich erinnere mich gemacht und ich erinnere mich an eine Frau, die sehr gezeichnet war vom Krebs. Ich komme dann hin zu ihr und will sie segnen und sie sagt dann ganz leise zu mir: Eine Umarmung bitte. Das war so berührend und dachte mir, schaut, das ist Weihnachten. In all dem Wirbel, was wir haben, auch in dem Unfertigen des Lebens und manchmal auch in den Spannungen, sich von Gott umarmen lassen. Das ist Weihnachten. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr zu mir gekommen seid, da im Riesenheimann. Ich wünsche euch auch eine gesegnete Weihnachtszeit und viel Erfolg für 2020. Danke. Mit dem Hirtenbayerischen haben uns jetzt die Rungatscha aus Absam musikalisch einbegleitet. Die Katharina, der Matthias und der Herbert, wobei der Matthias und die Katharina die Kinder vom Herbert sind. Beide studieren sie beim Mozarteum und der Herbert ist uns bekannt noch vom Tiroler Echo. Und in mir hat Platz genommen der Franz Osel, ein Mundartdichter aus Würgl. Wie kommt man eigentlich zu so einer Dichterei? Ja, das ist verschieden, aber mir ist halt
auf einmal ist man gekommen und mir ist gekommen, ich muss jetzt einmal ein Gedicht schreiben und dann hat es eigentlich gleich mal gut gereimt und dann habe ich gedacht, da kann ich weitermachen und da sind dann einige Gedichte entstanden. Und du tust ja nicht nur dichten, du tust ja auch schauspielen. Bei dir habe ich nämlich bei den Operetten, das haben wir in Kufstein gesehen. Stimmt das? Ja, das ist eine tolle Sache, da kann man einfach alle profitieren und es ist toll, da dabei sein. Wie viele Gedichte hast du schon geschrieben ungefähr? Ja, ich habe es bei 100 habe ich 10 aufgehört. Ungefähr so viel, wie ich Bücher geschrieben habe. Ja. Aber jetzt darf uns natürlich wundern, was der Franz so dichtet. Also, da ich sagen, gib mir was zum Besten. Ja, gern. Und das Wichtigste: 3 Meter Lametta, Sternspitze 20 Bohr, 40 Glaskugeln, 50, falls was bricht wie letztes Jahr. 4 Schachteln voll Engel und Glicke und so habe ich mal gekauft. Jetzt stell ich es einmal an. Jetzt war er da alles hergekriegt. Halt, bevor es versammelt. Ich muss noch Geld holen, ich hab noch keinen Baum. Es gibt die Philosophie, die Theologie, es gibt aber auch die Keksologie. Da ist der Keks und da ein Keks, dann ein Glühwein, aber Ex. Hier darf sitzen, Bast umhängen, beim Nachbarhaus ein Stumm zusammendringen, singen, Sprüche sagen, wo Keks, dann ein Schnapse, wieder Ex. Fertig, lasst sich nicht allein, damit wir heute noch was da tun, müssen wir nur zum Nachbarn hin, der wohnt eh gleich vis-à-vis. Und was gibt's, was glaubst, was da geht? Keks, wes kostet zur Weihnachtszeit.
Bei mir sitzt jetzt die Annemarie Zoberneck. Sie ist eine Räucherexpertin, also nicht eine Hexe, wie man dem meint, gell? Weil die Leute, was so räuchern, denn seit wann gibt es denn eigentlich das Räuchern? Du, das Räuchern, das gibt es, seit die Menschen am Feuer beieinander sitzen, seit sie das Feuer nutzen, um sich zu wärmen, um ihre Speisen zuzubereiten. Also das hat schon in der Höhle in der Steinzeit angefangen. Und da haben die Leute ihre Hölzer, ihre Harze, ihre Kräuter auf die heißen Steine oder auf die Glut gelegt und haben gemerkt, dass das gut tut. Wir kennen das ja hauptsächlich aus der Kirche oder um Weihnachten bei den 3 Räucherabende, also Weihnachten, dann Silvester und dann Dreikönigsabend, wo man auch teilweise durch den Stall geht, aber das ist eigentlich nicht alles. Du tust eigentlich das ganze Jahr räuchern. Warum eigentlich? Bei mir geht das ganze Jahr der Rauch auf, weil Menschen zu mir kommen, die nicht nur zu Weihnachten, wenn ja die dunkelste Zeit des Jahres draußen von der Natur her ist, sondern die in ihrem Leben vielleicht eine dunkle Zeit haben und die auch ein Licht brauchen, eine Hoffnung brauchen oder einfach Kraft tanken wollen. Das heißt, das ist in allen Saisonen eigentlich weggeräuchert. Ganz genau, weil du gerade Saison sagst, das ist wirklich auch in verschiedensten Berufszweigen, da endet ja die Saison auch nicht immer mit dem Jahreswechsel, sondern ganz an einem anderen Zeitpunkt. Und dann ist der Moment, wo die Firmen oder die Leute auch räuchern und sich mit den Kräutern, mit den Herzen was Gutes in ihre Firma und in ihre Arbeit reintun. Du hast uns ein paar Sachen mitgebracht. Was können wir denn da sehen? Weil da hast, meine, ist das ein Bernstein oder was? Das schaut aus wie ein Bernstein. Bernstein war ja ein fossiles Harz. Also Bernstein ist ja nichts anderes wie ein Millionen Jahre altes Harz. Und das ist jetzt ein Copal-Oro und ein Weihrauch da. Das sind Baumharze. Davon haben wir was Heimisches, ein Wacholder, die Nadeln und die Beeren. Und da habe ich euch ein Mistel mitgebracht, der ja jetzt gerade am Früchtetragen ist und den man, wenn sie getrocknet ist, auch räuchern kann. Und welche Geräte braucht man da? Sieht man auch was? Du, da gibt es ganz verschiedene. Früher hat man einfach die Sachen in die heiße Glut eingetan von der offenen Feuerstelle. In meinem Elternhaus war es so, da ist man dann mit der Eisenpfanne eingefahren in die Glut vom Holzofen, hat sich ein bisschen Holzkohle rausgeholt und hat dann in Weihrauch aufgetan. Und so wie da schön zum Segen ist im Herrgottswinkel, da sind oft die Kräuter vom Hohen Frauentag oder von Ostern und hat ein paar Kreiteln dazu dann und ist singend und betend durch Haus, Hof und Stall gegangen. Und da hast du noch so eine Zangel oder was? Also genau, das ist das Besteck. So wie beim Essen braucht man beim Räuchern ein Besteck, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Da kann man das Zangel hernehmen, wenn man die Kohle anzündet. Wir haben das ganz klassisch auch früher so beim Adventkranz gemacht, dass man da eine Kohle anzündet, die geht dann relativ schnell an. Man hat einen Löffel, dass man die Kräuter drauf tun kann, die Harze. Und was ganz wichtig ist, und das ist eine ganz wichtige Empfehlung auch für die Zuseher, wenn ihr räuchert, wartet bis die Kohle ganz weiß ist, weil sonst habt ihr leider Qualmwolke im Zimmer und es stinkt gleich brenzlig. Ja. Und bevor es richtig branteln anfängt vom Geruch her, putzt es wieder runter von der Kohle. Dann habt ihr wirklich den feinen Geschmack im Zimmer. Und dann Rauchmelder. Genau, der gehört deaktiviert am allerbesten, sonst habt ihr die Feuerwehr auch am Tisch hocken. Ja. Was gibt es für Empfehlungen für Räuchern zu Weihnachten? Was nimmt man da? Einen klassischen Weihrauch oder gibt es da noch andere Sachen? Was den Weihrauch nimmt man ja ganz klassisch deswegen, weil uns irgendwo das Licht fehlt und die Sonne. Wir haben ja die dunkelste Zeit. Und da gibt er einfach am meisten Kraft und ist auch traditionell da. Aber viele Leute haben sich ja früher den Weihrauch bei uns gar nicht leisten können. Die haben ein Fichtenharz, ein Tannenharz oder ein Zirbe genommen, haben eigene Kräuter aus dem Garten dazu genommen oder so wie es bei uns, wenn du auf die Wanderung gehst, ein bisschen was mitnimmst, trocknen und dazu tun, dann hat man eine ganz feine heimische Mischung. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Einführung ins Räuchern. Und wir gehen jetzt wieder weiter zur Einführung ins Mundartdichten. Und da darf ich am Franz bitten, dass er uns noch 2 Gedichteln vortragt. Ja, gern. Gedanken an Heiligen Abend. Der Geschäftsmann denkt sich, mei, oh mei, jetzt nehmen wir 2 Tage nichts ein. Die Hausfrau schwitzt, was mache ich gerade, wenn jemand zu wenig zu essen hat? Der Kleinmord, er kriegt nichts von Christkindern, weil die Schrift vom Papa nicht liest. Der Schuljuch jetzt laut, juhui, jetzt haben wir 2 Wochen keine Schule. Gute Hoffnung. Auf dem Boden der Stumm liegt die Dachs gerade nur dumm. 3 Glaskugeln liegen daneben, die haben schon einen Geist aufgeben. Die Freundin hat mich gefragt, ob ich heuer schon noch willens bin, dass ich das ganze Geschenkspapier zu der Sammelstelle hinführe. In der Nachbar schreibt mir um, ich hab 3 Kilo zugenommen. Nie und nimmer bereit ist, wenn das Weihnachtsfest vorbei ist.
Wir verabschieden uns alle vom Stoffelhäusl von unserer Weihnachtssendung und wünschen euch allen gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und die Weißenbläser der Bundesmusikkapelle Reit im Alpachtal, die werden uns mit Stille Nacht, Heilige Nacht hinaus begleiten.